Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het? We zijn weer waar ik kom bij den Karkessum. Ik dacht, jedes Mal bet wezen, und ich habe ihm bet gesagt, wo ich habe hier ein Plattdeutschen Karkessum und auch ein Englischen. So, eine Seite ist Englisch und die andere Seite ist Plattdeutsch. So, wir sind nu bei der nächste Part hier. Wir gingen durch die 10 Geboten, die erste Tufel und die zweite Tufel. Sehr wertvoll über das zu denken, wo Gott dort hat alle im Sein, dort können Frieden sein in Einigkeit. Amen. Und doch, da wir aber keinmal genug. Wenn das das Neue Testament sagt im Neuen Bund, wann es alle Bund wie genug gewesen, dort hat können schaffen, dann wird keine Ursache gewesen, für ein neues Bund zu merken oder sehen. Und das neue Bund ist Jesus Christus. Amen. So, wir wissen, dass keine Sinnenvergebung ist, dass dort ist Blut verguten. Und dort ist, wo Jesus nennt. Er wird der Einzige, was der Sünden frei wird. Und er wird der Einzige, was das können, dass er kann sehen, rennet, sind friet Blut geiten, dass ich und du können gerat werden. Halleluja. Wahrscheinlich ist das nicht. Hier gehen wir dann nu wieder mit der 13. Frau, das von der 3. Hauptstück, 4. Kapitel, 3. Hauptstück, 1. Kapitel, der 13. Frau. Und die Frau ist hier, nu steht nur dort gesagt, die 10 Geboten. Amen. Kijk dort gesagt bloß ab dort, was wir tun. Und der Antwort ist, nee, dort gesagt, dort kijk besonders du noch, wo uns Hort angestellt ist. So, dort kijk besonders du noch, wo uns Hort angestellt ist. Und, sieh, im Neuen Bund, wir finden damit, dass Gott nicht mal bloß uns kennt, aber er kennt mit der Anstellung von uns Hort. Wow. Die Anstellung von uns Hort. Was wir uns vernehmen, wo wir denken dann. Viele Menschen sind still und sagen nicht ein Wort, aber innerlich haben Wort. Und was die Bibel sagt, wenn du das all gedacht hast, dann bist du ja so schuldig, als wenn du es getan hast. So wenn du hast, vielleicht mal so gedacht, oh, den mache ich vielleicht, was immer das können sein. Den würde ich wel dood merken, oder, aber ich kriege mich nicht dazu, aber ich würde wel. Die Bibel sagt, Jesus sagt, dann bist du ja schuldig, als wenn du es all getan hast. So, wir sind schuldig. Wir sind alle schuldig. Jeder Einzelne. Du weißt, es ist so wichtig, dass wir das drei verstehen, was das Evangelium ist, warum Jesus kam und darum Kreuz gestorben. Amen. So, da wir hier nu wieder gehen mit der 14. Frau, das dort gesagt, auch die innerliche Last verbeiden. Ich habe ein bisschen von geredet, aber dann nicht mal das hier gelesen. Und die Antwort ist, ja, ganz bestimmt. Dann dort heute lud die nicht jankere. Der innerliche Last, der dort gesagt zurück verbeiden. Und der Antwort ist ja. Wenn der Last zu der Sinn auch verboten ist, hat dann wohl irgendwer dort gesagt vollkommen geholen. So, wenn das gesagt der auch der Last mit euch verboten, hat dann mal irgendwer das können ganz holen, die 10 Geboten. Die ganz holen, der Unfehler. Und die Antwort ist nee. Alle Menschen sind unter der Sinn. So, dass keiner der Unsinn bitte der Sinn Gottes. Amen. So, wir sind alle schuldig. Keiner hat noch mal kunnt erfallen. Du wärst jetzt, so sag ich red, wann das gesagt, wie genug gewesen, dass der Mensch könnte dadurch gerecht werden. Dann würde keine Ursache gewesen sein für ein zweites Bund mehr. Amen. Und du kannst, war der zweite Bund als das Neue Testament. Amen. Und der sagt hier in der Frau, wozu ist das Gesetz gegeben? Das ist eine schöne Frau. Wozu wird das Gesetz gegeben? Dort ein Lehrmeister seinen so bei Christus gekommen wäre. Und dort der Mensch durch erkennen lernt, was Sinn ist. Kann ihr das verstehen? Begreift ihr dort? Die Frau ist hier, wozu wird das Gesetz gegeben? Die 10 Geboten. Wozu werden die gegeben? Die werden gegeben aus dem Lehrmeister. Die Menschen lernen, was Sinn ist. Das soll alle hinweisen nach Christus. So, wenn die auf die 10 Geboten verloren, dann bist du verloren. Gott hat ihnen mal bloß wiesen, dass du schuldig bist.
De 10 geboten zijn een weg wo we kan leven. Ja, als een volk. En dat er kan vrede hergehen und so wieder. Man, wir würden dort uns nur rechten. Und aber wirklich onze vrede en fred en volkomenheid als in Jezus Christus. Kijk eens het zeggen hier. Ik wil je nog eenmaal vragen. Woto is dat je zat gegeven? Dat een leermeester zijn zo bij Christus gekomen weer. Bij Christus gekomen weer. En dan wordt zich dat abhören. Dat de mensen wordt zich niet op de 10 geboten verloten meer. Aber die würden du wel nur leven, ja. Die proben te holen, aber nicht ab zo'n wachten, die würden bloß wel sich ab dort verloten. Wenn dat Gesetz wie du, dat soll hinweisen naar Jesus Christus. So, we verloten uns ab Jesus Christus. Amen. En wieder gehen mit der nächste Part hier. Ich will noch die nächste Frau. Von den Propheten ihre Verheißungen. Die 17. Frau. Haben auch die Propheten von Christus sein Kommen geprophezeit? Ja, alle Propheten von Samuel an haben verkündigt, dass diese Zeit kommen wird. Wow, dass der Heiland wird in die Welt noch kommen, Jesus Christus. Der 18. Frau. Was hat Moses von dem Heiland geredet? Er sagt, einen Prophet soll aus ich, was der Herr, dien Gott, erwecken. Du uit die en uit deine Brüder, den soll je gehorchen. So da wird der Messias, wenn der wird kommen, der wird durch das Land von Israel kommen. Der wird nicht durch von ein anderes Land, der wird durch Israel kommen. Amen. Der 19. Frau, dan is het eerste kapitel van de 3e hoofdstuk voor euch, en hier waar we dan Schluss maken. Is in de Psalm ook van Christus geprophezeit worden? Wat meint je prophezeit? Prophezeien, zo'n zijn wat nog wordt komen, niet? Eindelijk worden vielleicht sein im Wahrsager, aber das gleich dort wird nicht sein, wenn da speziell dort gebangen mit Dämonen. Aber ja, da würden jetzt dort sein, sondern was wird sein, wo nach wird kommen. Das sind Prophezeien. So, das sagt, die Frau ist hier, wird in Psalms auch noch geprophezeit von dem Messias, von dem Heiland. Ja, nicht allein in Mose und den Propheten, aber auch in den Psalms. So wie fängt dort Psalm 23 als ein, was wir sagen, bekannt sein mit, Amen. So, wenn wir hier schließen mit dem ersten Kapitel aus der 3. Hauptstück. En wat nächstes Mal, Gottes Vrede en Friede, möchte ich verder weichen.